Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren LiveNet-Talk während der Corona-Krise. In der Not zusammen vor Gott kommen ist das Thema heute. Das Coronavirus bedroht ja die Gesundheit von vielen Menschen. Es beeinträchtigt unser Zusammenleben und hat noch dramatische Konsequenzen, die wir nicht abschätzen können für die Wirtschaft. In dieser Situation hat das Gebet auch eine grosse Bedeutung. Darum reden wir heute darüber. Und es soll nicht nur theoretisch bleiben, sondern wir werden auch gerade zusammen beten, wir werden gleich zur Tat schreiten und für aktuelle Nöte einstehen. Und für das schalten wir auch die zwei Damen in unserer Runde ein, die im Moment besonders herausgefordert sind in dieser Krise. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig und ich begrüße euch herzlich zu dieser Stunde, einem weiteren Talk in dieser schwierigen Zeit, wo wir alle zusammen drinstecken. Dieser Talk soll gerne auch ein Warm-up sein für den nationalen Gebetsanlass, gemeinsam beten, am grünen Donnerstag stattfindet. Am grünen Donnerstag sind die Christen ja vereint im Gebet in dieser Corona-Krise. Jetzt möchte ich aber zuerst meine heutigen Gäste ganz herzlich begrüßen. Der Dave Wörle, er ist Pastor von New Life Kirche in Bern, ist verheiratet und hat 3 kleine Kinder. Der Dave hat sehr ein Herz fürs Gebet, fürs Hören auf Gottes Stimme, schreibt auch gerne Lieder. Also an dieser Stelle willkommen Dave in unserer Runde. Hallo zusammen, schön, dass ich dabei sein. Ja, wie geht es dir und deiner Familie im Moment so, in Bern? Uns geht's gut, wir sind gesund, wir sind ja noch eigentlich in einer Auszeit in Amerika und haben jetzt auch noch so ein bisschen abgewartet, Quarantäne, gehofft, dass wir nicht krank werden, sind jetzt immer noch gesund und sind sehr froh darum. Uns geht's wirklich gut. Schön. Auch mein zweiter Gast ist sehr ein kreativer Mensch, der Stefan Sent-Fischer. Er ist Pastor von Living Church zu Baden und arbeitet auch für den Bibellesebund. Ist ebenfalls verheiratet und Vater von 3 Kindern. Da haben wir alle 3 irgendwie etwas Gemeinsames. Heute, wir sind alle dreifache Väter. Sent, wie geht es dir und deiner Familie im Moment in dieser außerordentlichen Lage? Ja, zuerst mal heute zusammen. Uns geht es gut. Also ja, es ist natürlich Rambazamba daheim. Also wir haben eine Tochter in der 1. Klasse, eine im kleinen Kinski. Das ist jetzt ja, intensiv, weil halt einfach immer alle daheim sind. Aber es ist auch schön, es gibt auch Möglichkeiten, die man vorher nicht hatte, zu verschiedenen Tageszeiten auch mit den Kindern zusammen sein, wo sie sonst einfach einmal weg sind. Und ja, von dem uns geht es gut. Wir sind Gott sei Dank auch alle gesund. Und durch das, dass wir auf einem Bauernhof leben, also wir bauern nicht selber, aber wir haben viel Auslauf rundherum und viel Land, wo wir können umspringen und so. Das ist auch ein riesiges Geschenk jetzt gerade so. Super. Der Sent steht ja seit Jahren mit seinem Spoken Word auf der Bühne. Was das genau ist, das hören wir nicht gerade. Du hast ja extra zu dieser Corona-Krise etwas geschrieben. Bin mega gespannt. Da, eben, wie gesagt, kurzum schon wieder mehr dazu. Zuerst möchte ich aber noch Sabine Fürbringer von Campus für Christus begrüßen. Sie ist Psychologin, wie wir einmal im Talk zum Thema plötzlich isoliert gehört haben, als sehr leidenschaftliche Gottessucherin. Das Bild, das du dann hast geschildert, zum Beispiel vom Brunnen auf deinem Spaziergang oder deiner Wanderung, da habe ich Feedback bekommen, das hat sehr viele Leute sehr angesprochen. Also auch hallo auf Winterthur, Sabine, willkommen zurück hier bei uns. Wie geht's heute so? Ja, mir geht es gut, dankeschön. Bin nach wie vor, ich finde immer noch, es ist streng so, es läuft, also jetzt halt digital, es läuft wirklich viel, ich bin viel am Arbeiten, aber ich finde es ist eine gute Zeit. Ja, okay. Und haben, unsere Kinder sind ja ausgeflogen, also da merke ich natürlich, wenn ich an euch 3 Herren hier in der Runde denke, dann denke ich, zum Glück. Weil ich stelle mir das sehr, sehr anstrengend vor. Kleine Kinder, 24 Tage daheim und nebenan sollte man im Homeoffice arbeiten. Da haben jetzt mein Mann und ich, wie wir ein Stück weiter im Leben und auch so ein bisschen privilegierter jetzt in dieser Zeit, weil wir wirklich auch den Freiraum haben daheim. Super. Sabine, ihr von Campus für Christus macht ja gleich wie LiveNet und weitere Organisationen auch bei diesem Gebet am grünen Donnerstag mit. Vielleicht eingangs schon ein bisschen. Es soll ja eben, wie gesagt, auch ein bisschen ein Warm-up sein auf diesen Anlass. Warum hat sich der Campus auch committed für diese Sache?
Also, ich glaube, das ist einfach die absolut normalste Reaktion von gläubigen Menschen, dass wenn in dieser Welt so etwas abgeht, wie das, was wir im Moment erleben, wo ja wirklich einfach außerordentlich ist und wo auch dramatisch ist und wo niemand weiß, wie kommen wir da hinten raus aus dieser Zeit. Das ist ja wie das Natürlichste, dass wir in dem Moment sagen, Gott, wir brauchen dich, wir suchen dich und wir stehen zusammen, wir verbinden uns, weil da ist ja auch Verheißung drauf, dass wenn wir miteinander beten, natürlich hört Gott uns auch, wenn wir allein beten, aber da ist noch so eine besondere Verheißung drauf, dass wenn wir uns eins machen, dass Gott ihr Gebet hört. Ich glaube, das ist so ganz, ganz einfach, oder? Und wir sind ja übrigens auch nicht die Einzigen, die das machen. Also die Landeskirche jetzt in der Schweiz ist dran, ihre Mitglieder zusammenzurufen zum Gebet. In der katholischen Kirche wird gebetet. Weltweit überall dienen sich die Christen in den unterschiedlichsten Formationen zusammen und beten miteinander. Und so ist auch, ich würde sagen, so in diesem Guss innen ist auch der Gründonnerstag, die Gebetszeit, wo wir jetzt aus diesen eher freikirchlichen Kreisen heraus, wo wir dazu rufen, da stellen wir uns einfach mit drin hinein in die Gebete. Sehr schön. Merci vielmals, Sabine. Ich werde jetzt bereits einlösen, was ich vorhin versprochen habe. Kommen wir zum Send, gell? Du hast ja das Spoken Word vorbereitet. Man kennt die sonst und sieht die Alben auf der Bühne und im Moment ist das halt ein bisschen anders. Stöpseln in den Ohren und vor dem Bildschirm. Aber ich hoffe, das geht gleich. Willst du noch ein paar Worte sagen zuerst zu diesen Spoken Word? Oder wollen wir einfach loslegen? Ja, also Spoken Word ist, man weiß nicht so recht, wie man es beschreiben soll. Es ist ein vortragenes Gedicht oder jüngere Leute sagen ihnen so ein Rap ohne Musik. Genau, also es ist Poesie, eine vortragende Poesie, könnte man sagen. Ja. Genau. Super, ich bin sehr gespannt. Also, dann würde ich sagen, wir anderen schalten uns heute ein bisschen auf Stumm und die Bühne von diesem Livestream gehört dir, bis so gut sind. Ja, alles Mögliche wird zurzeit im Zusammenhang mit der Pandemie unter die Lupe genommen. Aber das Wort Corona kommt irgendwie einfach so ungeschoren davon. Ich glaube, wir müssen das mal sezieren. 6 Buchstaben und da steckt so viel drin. Nehmen wir zum Beispiel mal den ersten und den letzten Buchstaben. CA. Die allgemein übliche Abkürzung für circa. Eines der am meisten verwendeten Wörter zurzeit. Circa, ungefähr, in etwa. Die Krise wird sicherlich circa bis Mitte, ich wage jetzt sicher keine Prognose, dauern. Im Schnitt wird circa jeder Vierte im Land das Virus in sich tragen. Circa 1,9 Milliarden Kinder im Homeschooling, Corona, Grille, Zirpen, circa, hüben wie drüben, fischen im Trüben. Wir wissen es nicht. Wir wissen eigentlich fast nichts. Aber was wir wissen, ist, dass der zweite und der dritte Buchstabe von Corona O und R sind. OR, Obligationenrecht. Oder mit seinem anderen Namen Schuldrecht. Das grassiert auch gerade wie ein Virus. Wer ist die Schuld? Und wer hat Recht? Schuldrecht. Oder? Aber jetzt mal ehrlich, bringt es das? Die Frage ist, was machen wir denn, wenn wir es wissen? Wenn wir dann zum Beispiel ein Fledermausfressendes Männchen aus China für 1000 Jahre ins Gefängnis stecken, für 1000-fache Morde der Sabina und der Sabrina und der Adina. Oder wenn wir, wenn alles abgebt ist, ich habe Recht gehabt, aus einer Posaunen im Akkord. So wird Recht haben zum Sport. Und sättiger Sport ist Mord. Schauen wir als nächstes mal die letzten 3 Buchstaben an. ONA. Die allgemein übliche Abkürzung für ohne nähere Angabe. Bei den ersten paar Totenpaaren hat man noch Alter, Wohnort und Vorerkrankung erfahren. Jetzt gibt es nur noch die baren Zahlen. Ohne nähere Angabe. Aber hinter jeder Zahl steckt ja ein Mensch und sein Umfeld. Und das führt uns zu den ersten 3 Buchstaben. Cor. Das latinische Wort für Herz. Jetzt mal nicht nur auf Corona bezogen. Stellen wir uns die 3 Buchstaben die simple, aber schwierige Frage: Kratzt uns das Leiden in dieser Welt? Oder sind wir wie ein Quadrat, uns ist alles so lang wie breit? Oder lassen wir drauf, was Jesus sagt, mit denen, die weinen, weint.
Hoffnung für die aktuelle Situation gibt uns der 4. und der 5. Buchstabe. O-N. Ja, was einmal on ist, ist auch wieder mal off. Irgendwann haben wir genug vom Schimpfzoff. Irgendwann haben wir einen Impfstoff. Und dann wird Corona zu Goroffa. Und natürlich würden wir einem Wort Unrecht tun, wenn wir es nicht auch in seiner ganzen Fülle würden untersuchen. Corona. Das latinische Wort für Kranz oder Krone. Übrigens auf Griechisch Stephanos. Hat noch einen schönen Namen daraus gegeben. Ja, meine Hoffnung ist, dass Millionen von Trägern von Kronen, die bis jetzt auf einer eigenen Throne wohnen, vor einem einzig wahren Thronbewohner, ihre Kronen sinken wie sanft landende Drohnen. Ja, vielleicht ist es gerade in dieser Zeit wie denen nicht egal, vielleicht ist es gerade in Zeiten wie denen nicht egal, was die Schweiz für eine Nationalhymne hat. Schauen wir mal die 2 ersten Ziele von den 2 letzten Strophen von der Nationalhymne an. Ziehst im Nebelflor daher, such ich dich im Wolkenmeer, dich du unergründlicher, ewiger. Die Worte haben es in sich. Es ist uns nicht immer darum, ihn fröhlich zu preisen. Nein, manchmal stehen unversetzte Berge vor uns wie gewaltige Riesen, überhaupt nicht überpudert mit Morgenrot oder Obenglühen. Nein, Zweifel und Angst machen uns mächtig Mühe. Wir sind kurz vor dem Ende, wie eine Blume am Verblühen, auspumpt ohne Power, keine Energie mehr am Versprühen. Hey, in so einer Zeit suchen wir da unergründlich hinter dem Nebel. Und auch wenn am Hitchcock seine Vögel noch uns schnappen mit ihren Schnäbel, in der Suche macht sich eine Gewissheit breit. Gott rasselt nicht mit seinem Säbel. Nein, Gott ist für uns, auch wenn verborgen ist er doch nicht unser Gegner. Aber die Verborgenheit schmerzt. Gott weht uns nicht in seinen Plan, aber trotz der Schmerz ist die Erkenntnis auch heilsam. Wir sind definitiv auf dem Holzweg mit unserem Grössenwahn. Wir sind selten zahm, aber er ist auf seltsame Art und Weise sorgsam. Und dann noch die 2 ersten Ziele von der letzten Strophe von der Nationalhymne. Fährst im wilden Sturm daher, bist du selbst uns Hort und Wehr, du allmächtig waltender, rettender. Der Nebel verschwindet, das Boot reitet auf stürmischer See, das Ufer ist in Sicht und wir plangen darauf, das Neuland zu sehen, entdecken, bereisen, suchen und finden, explorieren, auf die Spur kommen, Gedanken verbinden. Ja, was gibt es echt noch mehr, was gibt es echt erst noch dort hinten? Neugier, Vorfreude, Angst prägen das Neuland empfinden. Wie gehen wir dort rein? Die Nationalhymne sagt es uns. In Gewitternacht und Grauen lasst uns kindlich ihm vertrauen. Kindliches Vertrauen. Nicht schauen, sondern glauben. Glauben, das heisst, die Hände ausstrecken und sagen, Gott, nimm. Das heisst, die Ohren spitzen und hören auf die leisliche Gott-Stimme. Hören auf seine Stimme, die ich in seinem Wort finde. Im Hören öffnet der Geist des Wort Sinn. Dann ist es mal nicht zentral, dass man Wort findet. Weil er sagt, sind still und erkennen, dass ich Gott bin. Danke fürs Zuhören. Ja, yeah. Jetzt kommt der Applaus oder, aus dem Publikum. Super, danke vielmals, Sent, für die Gedanken, die du da geteilt hast. Ich meine, bei Kunst ist es ja häufig so, dass man sie stehen sollte und jetzt nicht noch hin und her diskutieren. Ich glaube, das machen wir auch so. Wir lassen das so stehen. Und man kann es jederzeit noch wieder nachhören bei diesem YouTube-Video, das wir ja dann aufschalten dazu, zu diesem heutigen Talk und wirken. Danke vielmals, Sent. Wir gehen gerade wieder in unsere Gesprächsrunde zurück. Ich hoffe, es sind alle wieder da. Ja, und dann würde ich gerne einmal fragen, in die Runde jetzt an Dave Wörle, Sabine Fürbringer, das Gebet. Es war jetzt auch eine Form von Gebet gewesen, in einem gewissen Sinn, oder einfach von Poesie auch. Was hat das für eine Bedeutung für dich in dieser Zeit? Dave, ich frage gerne dich einmal. Ja, ich hoffe gleich wie vorher. Ich habe das Gefühl, es ist für mich jetzt nicht es ist eine andere Zeit, es ist sehr viel im Umbruch und so weiter, aber es ist wie vorher schon, es ist mein tägliches Brot, oder mindestens versuche ich, dass ich wirklich aus dem lebe, dass mein tägliches Brot ist, mit ihm im Dialog zu sein, mit dem dreieinigen Gott im Dialog zu sein
und seine Worte zu empfangen, seine Liebe zu empfangen und aus dem heraus nachher durch den Tag gehen. Und es denkt mir, in der Vorbereitung von diesem Gespräch hat Sabine das so schön gesagt. Ich wüsste nicht, was wäre, wenn ich ihn nicht hätte. Jetzt erst recht, oder? Jetzt erst recht merke ich, was ist das für eine gewaltige Sache, wenn wir so eine Hoffnung, so einen Frieden, so eine Freude immer wieder neu empfangen in dem Ganzen. Und darum das Gebet für mich ist natürlich für mich auch mehr als einfach, ich gebe mal eins ausstoßen, richtig Himmelsstoßgebet, sondern vielmehr ein Versuchen, tagtäglich, minütlich irgendwo im Dialog sein mit dem Gott. Und zentral, sonst auch, nicht nur in der Corona-Krise, ganz, ganz zentral für mein Leben. Ja. Du bist ja auch in diesem Baumhaus immer wieder mal, wo du zurückziehst. Und ich habe die Inputs auch schon sehr geschätzt. Und schickst mir ja manchmal auch etwas, wo du dort aufs Herz bekommst. Was ist denn jetzt in der Corona-Zeit auch abgegangen in deinem Herz, eben im Baumhaus? Das kann man vielleicht so, ja, da noch ein bisschen Bezug nehmen in die Richtung. Das nimmt mich sehr wunder. Ja, also im Baumhaus habe ich nicht so in der Ruhe, im Zurück, also so ganz in die Ruhe gekommen, sind mir wieder 3 Sachen so wichtig geworden. Das eine ist die Jesaja 30,15 und dort heisst, durch Ruhe und durch Umkehr können wir gerettet werden. Und ich glaube, neben Angst, Panik, wo ja jetzt wahrscheinlich immer ein bisschen mehr abnimmt, man gewöhnt sich langsam dran, die Zahlen gehen runter, ist einfach auch das besonders auch unter Geschäftsleuten und so weiter sehr, sehr verständlich. Es tut mir mega leid, was teilweise die Geschäftsleute jetzt durchgehen müssen oder andere Branchen. Aber ist irgendwo so eine Hektik und ich habe gemerkt, auch unter Pastoren, auch bei mir selber, so, hey, was machst du jetzt? Es verschiebt sich so vieles und was machst du jetzt? Was ist das Beste? Können wir dort eine Lösung, da eine Lösung? Und dort habe ich so das Gefühl gehabt, als Gott wie so reingeredet hat in mein Herz. Jetzt ist in erster Linie mal eine Zeit von Jesaja 30,15. Zurückkehren, zuwenden, umkehren hin zu dem Vaterherz. Und von dort aus nachher ist mir der andere Vers oder der andere Pol oder so, ist Jesaja 60, sodass wirklich in der Dunkelheit, die jetzt ja global irgendwo ist, können Licht sein. Unser Licht ist gekommen. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit Jesus Christus in uns ist nicht nur da, dass es uns ein bisschen besser geht, wenn wir uns dem Gott zukehren und dann bleiben wir auf dem Sofa hocken, sondern bringt uns dazu, dass wir aufstehen und scheinen, gerade in dieser Zeit. Und das Dritte, was wichtig geworden ist in dieser Zeit, ist das Abendmahl. Für mich selber auch. Wir haben als Familie angefangen, fast täglich das Abendmahl zu nehmen. Einfach den Bund feiern. Andere machen das schon ganz lang. Bei mir hat es jetzt noch eine Krise gebraucht, dass ich es noch mehr einbauen im Alltag. Aber einfach so, ich habe das Gefühl, das ist so eine Zeit, wo nochmal ganz viel weggezogen wird, logischerweise. Teilen wird mehr weggezogen als anderen. Aber es wird vieles so ungewiss. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig in dieser Zeit, kann es eine Hilfe sein, zum Zurückkehren an das Vaterherz Gottes, einfach auch den Bund immer wieder feiern mit dem Abendmahl, am liebsten täglich. Und das tut mir wahnsinnig gut in dem Sinne. Und dort nachher, glaube ich, ist so schön, wenn wir dann an dem Vaterherz Gottes sind, dann spüren wir hoffentlich auch und glaube ich auch, dass wir dann spüren können, was ist jetzt der Vater am tun und was nicht. Und das befreit uns von der Hektik, einfach mal wild müssen uns zu schlagen als Leiter, sondern wirklich können sagen, das machen wir jetzt, da haben wir jetzt ein Ja, da gehen wir jetzt rein, da müssen wir nicht da noch. Und das hoffe ich so fest. Und ich glaube ja, ist ganz wichtig, dass wir wirklich schauen, dass wir von dem Ort, von der Ruhe kommen, von dem Vaterherz wirklich das tun, was er tun will. Und dann glaube ich auch, werden wir nochmal einen gewaltigen Effekt haben in der Schweiz. Einfach auch die Jesus lieben, das wird nochmal ganz viel Gewaltiges auslösen in der Schweiz. Und hoffe so fest, dass ich und wir nicht einfach wild um uns schlagen und irgendwann zurückschauen und denken, wieso sind wir nicht zuerst an den Ort von der Ruhe gehen, empfangen, was jetzt zu tun gilt. Das ist mir das Herz. Mega spannend. Da nimmt mich jetzt auch Wunder, ich meine, die Falle vom Aktivismus, eben haben wir Leiter, Leiterinnen, alle zusammen gleich im Moment gehabt, oder immer noch. Wie gehen wir mit dem um? Ich würde gerne schon euch beide da noch fragen in der Runde. Send, du bist auch Gemeindeleiter in der Living Church. Wie ist das für dich?
Ja, wir haben natürlich auch jetzt einzelne digitale Angebote entwickelt. Aber ich bin recht auf einer ähnlichen Wellenlänge wie auch der Dave. Wir haben da auch schon mal darüber Austausch gehabt. Dass ich auch gerade am Anfang, wo es dann so eben keine Gottesdienste mehr und keine Kleingruppen mehr und alles, eben die Hektik habe ich auch wahrgenommen. Und ich habe wie am Anfang mal nicht so voll durch die Reingumpen und einfach alles machen, was man halt jetzt alles so muss machen, oder? Und ich glaube, es ist eine Chance oder eine Möglichkeit auch, dass man wirklich back to the basics kommt. Dass man, dass wenn das ganze Programm, sage ich jetzt einmal wegfällt, dass man eben sich nicht wieder 1000 andere Programme dazu holt, halt einfach jetzt digital, sondern dass man irgendwie das auch zu sich reden, oder? Und ja, jetzt bei uns probiere ich jetzt da als Pastor einfach möglichst eben über Telefon und WhatsApp und so mit den Leuten in Kontakt zu sein. Bin mehr mit den Leuten in Kontakt als vorher. Das ist sicher eine gute Auswirkung von dem Ganzen. Und wenn man weiss, man sieht sich nicht einfach so am Wochenende wieder. Ich glaube, das bringt uns auch dazu, dass wir auch bewusster vielleicht unsere Beziehungen leben, bewusster auch Beziehung zu Gott leben und ihn suchen. Das ist meine Hoffnung in dem Sinne. Ja. Merci vielmals, Sent. Und auch die gleiche Frage geht noch an Sabine. Du hast sicher auch ein paar Sachen umdisponieren bei Campus, aber auch bei den Beratungen, die du durchführst. Wie ist das für dich? Hat es dich auch in die Hektik hineingebracht oder hast du das gut handeln? Also im ersten Moment war es wahnsinnig hektisch weil ich eigentlich meine Agenda voll mit Terminen hatte, die face-to-face gesehen wären. Und ich musste die Leute kontaktieren und schauen, verschieben wir das auf nach dieser Corona-Zeit oder machen wir das irgendwie digital und wie geht das weiter? Also das war so der Beratungsteil gewesen. Und der andere Teil, ich bin ja 60% bei Campus drin, das ist eigentlich so mein Hauptarbeitgeber. Und dort haben wir halt auch innerhalb von Kürze 120 Mitarbeitende in die Homeoffice verschoben. Und jetzt für mich persönlich ist so die Homeoffice-Geschichte nicht so kompliziert gewesen, weil ich das sowieso auch sonst viel mache. Ich bin wie eingerichtet gewesen, aber für einzelne Ministries, also auch für das Ministry, das ich leite, wir haben Veranstaltungen, wo man hat überlegen, muss man die jetzt schon absagen, muss man zuwarten. Es gibt gewisse Arbeitsbereiche, die leben fast, also zum Beispiel die Sportler, Athletes in Action, die leben ganz fest, jetzt ist ihre Saison mit den Camps. Mhm. Und das heisst, das ist einfach von einem Tag auf den anderen, ist das alles weg. Und das hat schon sehr viel Aufwand gebracht und Verunsicherung und Neuorientierung. Aber als ich da dir, Dave, zugelassen habe, das hat sehr resoniert in mir. Ich erlebe das ganz ähnlich und ich erhoffe mir das auch. Und ich habe das Gefühl, ich sehe Ansätze von dem, dass die Zeit uns hilft, wie zu entschlacken und uns zu konzentrieren auf das, was wirklich unseres ist. Und nicht nur meinen, ich muss noch 100 andere Sachen auch noch machen. Also so ein bisschen eine Schärfung auch vom eigenen Beitrag, wo jeder Einzelne oder auch vielleicht eine Gemeinde so bringt und eine stärkere Überzeugung, das zu bringen und die Energie auch dort drin hineinfließen zu lassen und auch eine Befreiung davon. Alles, was sonst auch noch so mitschwimmt, das einfach auch mal loslassen. Also ich erlebe das ganz fest auch so. Ich habe das Gefühl, es ist wirklich ein göttlicher Reset. So ein Runterfahren von einem System, nicht nur kirchentechnisch, auch gesellschaftstechnisch. Und ich glaube, die Frage ist, wie kommen wir aus dem Reset raus? Sind wir zerbrochen und schaffen es nicht mehr aufstarten? Oder lassen wir uns wirklich von dem Vater formen? Und dann werden wir brutal gestärkt rauskommen, bin ich überzeugt. Merci vielmals für alle eure Schilderungen, wie ihr da mit dem umgeht. Ich möchte an dieser Stelle jetzt gerne
jemanden reinholen in unsere Runde, der ganz noch in einer anderen Art gefordert ist im Alltag im Moment. Das ist Rahel Tindall. Sie ist 30 im Zürcher Oberland und arbeitet in einem Kantonsspital, leitet dort die Pflegeentwicklung. Also sie ist wirklich an der Front dort, wo im Moment auch die Corona-Fälle eben reinkommen. Rahel Tindall, zuerst mal herzlich willkommen hier bei uns im LiveNet-Talk. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Danke für die Einladung. Ja, also eben, wie du schon gesagt hast, Flo, bin ich die Leitung Pflegeentwicklung, aber gleichzeitig bin ich im Moment an der vordersten Front am Arbeiten. Als ausgebildete IPS-Pflegefachperson arbeite ich im Moment auf der Intensivstation und ja, da kommen wir alles live mit über und Ressourcenfragen begleiten uns täglich. Also Ressourcenfragen, haben wir genug Personal, haben wir genug Material, können wir Patienten betreuen, das sind tägliche Herausforderungen. Und wie motivierst du dich jeden Morgen neu, für wieder zu gehen für das? Und also auch, ja, du setzt dir auch Risiken aus, durch das, dass du hier die Patienten pflegst. Also das Bewusstsein oder ein Spruch, den ich mir mitgenommen habe von Francis Grimm, der gesagt hat, es gehen mehr Menschen durch die Spitäler von dieser Welt als durch die Kirchen. Meine Motivation, den Menschen dort können zu dienen, an der vordersten Front, ihnen können, wie soll ich sagen, medizinische Versorgung zu bringen. Aber auf die andere Seite ist auch sehr eine grosse geistliche Not oder einfach ja, seelische Not vorhanden, gerade in diesen Krisensituationen. Und dort auch ja, können reinstehen als Fachperson, fachkompetent, aber gleichzeitig auch als Christ dort wir dürfen Licht reinbringen, Licht und Hoffnung in das System. Du hast mir schon im Vorfeld gesagt, dir ist das Gebet eben auch sehr ein Anliegen. Du bist auch in so regionalen Gebetstreffen oder in Gebetsgruppen in den Spitälern wieder engagiert. Was ist jetzt dort hier am Laufen, auch gerade aktuell in dieser Corona-Zeit? Also es gibt über die ganze Schweiz verteilte Spitäler, in Pflegeheimen schon Gebetsgruppen, die bestehen, die sich sicher auch regelmässig treffen, die sich wahrscheinlich auch via WhatsApp oder so austauschen bezüglich Anliegen. Da wird vom Gesundheitspersonal sicher schon sehr viel gebetet. Und was im Moment sicher mega wichtig ist, weil in gewissen Bereichen vom Gesundheitswesen sind wir sehr herausgefordert, dass wir wissen, dass Leute hinter uns stehen und uns auch im Gebet freisetzen, dass wir ja, das mögen durchstehen. Ja, und das machen wir heute genau auch gerade so. Und das werden auch ganz viele Glaubensgeschwister am Donnerstag, am grünen Donnerstag auch machen, wenn wir zusammenstehen und wirklich auch ja, wie eine Wang hinter euch stehen und euch sicher auch den Rücken stärken. Also vielleicht noch die Frage, für konkret zu werden, für was sollen wir beten? Was ist im Moment das, was du merkst, dort hier ist am dringendsten? Also es gibt so wie verschiedene Ebenen. Ich denke, wir können sicher für Weisheit beten, für den Bundesrat, wenn er wieder Entscheidungen muss treffen muss. Das ist sehr wichtig. Und so auf lokaler Ebene kann man sicher beten für die Leute, die in den Spitälern nachher die Sachen konkret müssen umsetzen müssen. Sei das Spitaldirektoren oder also die Ärzte und auch die Pflege. Und nochmal Ebene tiefer, sprich die Leute, die an der vordersten Front stehen, sei das auf der Intensivstation oder im Notfall oder auf den spezialisierten Bettenstationen, wo Corona-Patienten aufnehmen, dass man dort einfach Kraft hat ja, und auch Weisheit, wie man dieser ganzen Situation begegnen soll. Okay, danke dir vielmals, Rahel, für deinen Einblick in den herausfordernden Alltag, den du im Moment hast. Und ich würde sagen, das wäre wirklich jetzt gerade der Steilpass in unsere Runde und wir machen doch das gerade. Wir tun wirklich gerade für das Anliegen beten und gerade Gesundheitswesen allgemein ist mega unter Druck. Lasst uns doch zusammen hier gerade vor dem Bildschirm beten in dieser Zeit. Wird mal kreativ, was das angeht und darum, ja, Herr, möchte ich einfach beten für die Situation von Rahel. Wir wollen Rahel ganz speziell segnen in dem Dienst, den sie macht.
dort in diesem Kantonsspital, wo sie auch hilft, entscheiden, wie kann man das organisieren mit den Pflegenden, dass sie geschützt sind, wie kann man Ressourcen bekommen. Und Herr, sie sollen einfach die ganz nah erleben, in ihrem Alltag, sie sollen getragen sein, sie sollen neue Kraft immer wieder bekommen von dir, weil sie verwurzelt ist in diesem Glauben, in dieser Beziehung mit dir, Vater. Da bitten wir dich, dass du sie segnest und sie wirklich ein Licht auch sein lässt, wenn sie diesen Leuten dienen in den Spitälern. So wie sie es schön gesagt einleitend, dass sie wirklich sich das jeden Tag auch wieder wie neu sagt und danke bist du mit ihr. Wir beten auch für die Leitungen von all diesen Spitälern in der Schweiz und eigentlich auch auf der ganzen Welt, wo die Verantwortung tragen, wo setzen wir wie viele Leute ein und wo kommt welches Material her, wo können wir wie viele Leute aufnehmen und so alle die Entscheidungen, dass die mit deiner Weisheit können getroffen werden. Und wir segnen die, alle die Spitaldirektoren und all die Leiter von der Intensivstationen, alle die Ärzte und Pflegefachfrauen und Männer. Vater, danke, dass du da in der Not präsent bist. Und ich bete auch für alle die auf den anderen Stationen, die jetzt zum Teil fast nichts zu tun haben, wo irgendwie die Spitäler fast runtergefahren sind und ja, die Diskrepanz zwischen diesen zwei Extremen, dass du auch dort einfach Frieden hineinschenkst und Ruhe. Amen. Ja, wir beten auch für noch einmal eine Stufe in der Verantwortung oben drüber, für die in den Kantonen und auch vom Bundesrat her Entscheidungen treffen, die ganz direkte Auswirkungen auf die Spitäler haben. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du Weisheit gibst und dass du dort, wo sie Fakten abwägen, wo sie mit Mutmaßungen irgendwie umgehen, mit diesen Zirkas und eventuell, wie das der Send beschrieben hat, dass du dort reinkommst und Sicherheit gibst, zum Weg einschlagen, zum Entscheidungen fällen. Ich bitte, dass du diesen Verantwortungsträgern auch zur Hilfe kommst und dass sie unter dieser Verantwortung nicht verbrechen. Sondern dass du die mit drunter stellst. Dass du sie stärkst und dass du ihnen hilfst. Dass sie nicht das Gefühl haben, sie müssten übermenschlich perfekt jetzt da drin in sich bewegen. Der Druck, der auf ihnen ist, Herr, ich bitte, dass du da drin hineinkommst und dass du sie stützt. Wir beten auch für Ruhe über all denen, die jetzt hier 150% und mehr geben müssen, dass sie in diesen kurzen Minuten und Sequenzen, wo sie mal Ruhe haben vielleicht, oder auch durch die Nacht durch einfach dir begegnen und gestärkt werden am inneren Mensch und auch am äußeren Mensch. Wir sprechen auch besonders Schutz aus, Gesundheit aus über diesen Leuten, die da über diesen Pflegenden, die im Einsatz sind, dass sie nicht selber angesteckt werden. Und wir sprechen auch aus und setzen es frei, dass ganz viele Wunder passieren. Zeichen und Wunder in diesen Spitälern passieren, auf diesen Stationen passieren, wo Leute einfach auch übernatürlich plötzlich wieder der Gesundheitszustand aufwärts geht, unerklärlich aufwärts geht. Dass du dort auch eingreifst und deine Schönheit wahrnehmen in diesen Stationen und dass die Hoffnung einfach so richtig spürbar und einatmbar wird auf diesen Stationen durch dich. Amen. 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 Rahel, noch einmal ein herzliches Dankeschön, dass du hier bist gekommen, deine Situation schildern und uns hast teilhaben an dem. Und ja, wir entlassen dich mit dem Segen, wo hier von unserer Gruppe jetzt ist gekommen und in deinen Alltag und wünschen dir ganz viel Kraft weiterhin und Weisheit in dem, was du tust. Danke vielmals und danke für eure Gebete, für alle, die da sprechen, für das Gesundheitswesen. Oh, danke. Sehr gerne.
Und ich möchte gerne gerade jemanden weiteres hier einladen in unsere Runde. Das ist jemand, der mir sehr nahe steht, persönlich auch, weil wir tagtäglich zusammen arbeiten. Das ist Rebecca Schmidt, die in Ecuador lebt mit der Familie. Sie ist stellvertretende Redaktionsleiterin von LiveNet und Jesus.ch. Und ja, ist in Südamerika, in Ecuador, wie gesagt, in einem Land, das besonders stark betroffen ist von der Corona-Welle. Rebecca, auch dir herzlich willkommen in unserem LiveNet-Talk. Dankeschön, guten Morgen. Klappt mit der... Guten Morgen. Genau, du hast noch das Kaffee auf dem Tisch wahrscheinlich gerade. Ja, mehr oder weniger. Okay, Kind gut wieder aus dem Bett gebracht und wie geht es euch ganz allgemein? Uns geht es eigentlich gut, muss ich sagen. Wir haben Essen, wir sind gesund, wir sind hier zu Hause. Aber wir sind jetzt seit 3,5 Wochen praktisch eingesperrt. Also am 13. März wurden die Schulen geschlossen und damit kam eine Ausgangssperre, die zuerst über 8 Stunden ging, dann wurde sie auf 12 Stunden erweitert, jetzt sind es 15 Stunden. Man darf an einem Tag pro Woche mit dem Auto raus, um einzukaufen, aber grundsätzlich werden alle Leute gebeten, zu Hause zu bleiben. Also ich war jetzt mit den Mädchen, ich habe 2 Töchter, seit 3,5 Wochen sind wir nicht aus dem Haus. Mein Mann ist derjenige, der dann sich die Maske aufsetzt, Handschuhe und einkaufen geht und eben Sachen, die wichtig sind. Aber ansonsten sind wir hier zu Hause, arbeiten von zu Hause, Schule von zu Hause. Aber grundsätzlich sind wir dankbar, dass es uns so gut geht, im Gegensatz zu vielen anderen. Also zu vielen anderen in eurem Land eben auch, wo wirklich... Ganz genau. Ja. Also die Zahlen, wenn man die vergleicht mit anderen Ländern, sind sie gering. Es sind jetzt 3.750 Infizierte und nach offiziellen Angaben noch unter 200 Tote. Aber man muss bedenken, das Land hat halt auch nur 16,6 Millionen Einwohner und diese knapp 200 Toten, das sind Leute, die getestet wurden. Und es gibt noch keine Schnelltests. Es wurden also kaum, ich glaube, in der gesamten Zeit, in den über 5 Wochen, seit jetzt hier der Virus ausgebrochen ist, oder nie länger schon, wurden erst 13.000 Tests durchgeführt. Also das ist, und die Menschen, die sterben und wo das nicht nachgewiesen wurde, die fallen also nicht unter diese Ziffern. Und gerade in der Hafenstadt Guayaquil ist die Situation extrem. Also dort sieht man sieht viele Videos, natürlich nicht im Fernsehen, sondern in den sozialen Medien, wie Menschen auf der Straße zusammenbrechen, weil das Gesundheitssystem völlig überlastet ist. Es gibt keine Ärzte. Unter den Infizierten sind scheinbar um die 40% medizinisches Personal. Also das ist alles, das Beerdigungssystem ist zusammengebrochen. Es gibt Familien, wo Menschen gestorben sind, die liegen bis zu 3 Tage bei denen im Wohnzimmer, weil sie ständig anrufen und niemand kommt, um sie abzuholen. Und sie können die Toten auch nicht in Beerdigungsinstitute bringen, weil es keine Ärzte gibt, die den Tod bescheinigen. Und viele Beerdigungsinstitute machen zu, weil sie Angst haben, dass alle Tote mit Covid, also mit dem Coronavirus infiziert waren und Angst vor selbst infiziert zu werden. Und also die Situation dort in Guayaquil ist nochmal viel extremer als hier bei uns in Quito in der Hauptstadt. Ein anderes Problem ist, dass viele Leute, ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber sehr viele Leute leben hier von einem Tag auf den anderen. Die haben keinen festen Vertrag, sondern die gehen raus und verkaufen Essen oder verkaufen Sachen auf der Straße. Und man muss sich jetzt mal vorstellen, diesen 3,5 Wochen sollten sie eigentlich nicht rausgehen, hatten keine Einkommen. Viele von denen gehen halt trotzdem raus. Und es gibt viele, die nachweislich infiziert sind und trotzdem auf die Straße gehen, weil sie sonst nichts zu essen haben. Und das ist halt natürlich dann auch für die anderen, die sie damit gefährden, auch nicht einfacher. Also es ist so ein Teufelskreis eigentlich, der am Laufen ist. Ja, und du hast mir ja auch einen Bericht geschickt, der hier ist erschienen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Tote auf Ecuadors Straßen, und das hat mich eigentlich so richtig auch aufgerüttelt, was eigentlich abgeht
in anderen Ländern eben, wo einfach das total am Kollabieren ist, das System. Und jetzt, das, wie du das hier geschildert hast, ja, das stimmt einem mega nachdenklich natürlich, weil wir haben da doch immer noch keine Sorgen um das Essen und es ist definitiv ganz eine andere Situation. Was ist denn jetzt für dich, wo in dem Ecuador daheim ist, schon seit ein paar Jahren, das, was du dir wünschst, wo wir dafür beten können, auch noch speziell? Also es gibt viele Anliegen, aber so, ich denke, was am wichtigsten ist, neben all den Sachen, für die man betet, wie das Personal und Schutz, auch hier, also für mich gerade am Herzen liegen mir eben die Menschen, die kein festes Einkommen haben, die jetzt Ende März kein Geld auf dem Konto hatten, weil sie nicht arbeiten konnten. In unserer Gemeinde, wir haben eine kleine Gemeinde von etwa 50 Mitgliedern und da sind 4 oder 5 Familien, die davon betroffen sind. Und die Gemeinden, die machen auch viel. Die Gemeinden versuchen Lebensmittel online zu kaufen und denen zu bringen. Wir dürfen halt auch nicht so auf die Straße oder Geld zu überweisen. Aber eben diese Menschen, die jetzt kein Essen mehr zu Hause haben, dass Gott die wirklich versorgt. Und auf der anderen Seite ist hier natürlich auch die wirtschaftliche Situation auch für nach dieser Krise. Ja, das sind keine guten Aussichten. Die Situation ist jetzt schon und war schon vorher dramatisch und es wird sich, glaube ich, vieles ändern. Und einfach da für die Menschen, für die gesamte Situation, die Wirtschaftssituation, die Arbeitslosen, auch diese Hoffnungslosigkeit, die sich jetzt nach und nach breit macht, weil die Leute einfach nicht mehr wissen, wie weiter, wie sollen sie die Schulen bezahlen, wie sollen sie die Miete bezahlen. Und es ist halt auch ein Rattenschwanz. Wenn jetzt jemand ein Geschäft mietet und das Geschäft ist geschlossen, dann zahlt er keine Miete. Und die Leute, die von dieser Miete leben, die haben dann halt auch kein Einkommen. Also es ist schon sehr, sehr beängstigend, die Situation für die Menschen hier. Und ich denke, das wären so 2 Anliegen, die ich mir im Vorhinein überlegt hätte, wo es gut wäre zu beten. Ja, und dann hat er halt nicht wie bei uns auch eine Regierung, die so aufgestellt ist, oder ein Land, das so aufgestellt ist, dass 40 Milliarden einfach mal als Hilfspaket gesprochen kann werden. Und da ist die Situation insgesamt wahrscheinlich schon viel instabiler, oder, in Ecuador. Ja, es war halt schon vorher, also wir waren schon vorher eigentlich seit 4 Jahren in einer Wirtschaftskrise, wo es jetzt langsam bergauf ging und da kommt jetzt der Schlag und das ist dann, ja, also die Regierung, ich habe da wenig Hoffnung, aber das ist noch ein anderes Thema. Aber einfach, wir haben einen großen Gott und Gott kann Dinge tun, von denen wir jetzt überhaupt keine Ahnung haben und dass wir da auch die Hoffnung nicht verlieren. Also wir, die Christen hier im Land und die Menschen allgemein im Land. Und ich denke, dass Gott schon einen Sinn hat, auch mit der Krise hier, speziell im Land. Und ja, dass er da einfach eingreift. Danke vielmals, Rebecca. Und auch hier machen wir es genau gleich. Wir steigen gerade ein ins Gebet. Und Herr, wir beten für die Menschen im Ecuador, die einfach als Beispiel steht, für wie es an vielen anderen Orten jetzt auf unserer Welt aussieht, wo die Not viel dramatischer noch einmal da ist und existenzieller. Und wir wollen beten für die Menschen, die wirklich die Hoffnung am Verlieren sind oder sie zum Teil schon verloren haben oder die verzweifelt sind. Und du sagst, dass du die hörst, die verzweifelt sind. Dass du die Menschen hörst und dass du denen helfen willst. Und das wollen wir einfach jetzt auch aussprechen. Gerade über diesen Leuten in Ecuador, die nicht mehr wissen, wie weiter, die kein Geld mehr haben, um einkaufen. Herr, schenk du da neue Wege, auch Unterstützung, die kommt in die Situation hinein. Und zieh du die Menschen auch an dein Herz und lass sie wieder Hoffnung finden. Auch wenn sie es im Moment nicht gesehen haben. Und beten für tiefe Begegnungen mit dir, durch
Tage, durch die Nacht durch, für all die Leute, die keine Hoffnung mehr sehen und ganz real einfach Hoffnung tagtäglich, minütlich zerbrochen wird. Bitte mir, dass du ganz persönlich bei ihnen vorbeigehst und ihnen einfach erscheinst mit deiner Hoffnung und dich vorstellst und ihnen Hoffnung schenkst. Und dass du auch mich und uns und Leute weckst und rufst, die helfen können. Dass du auch eine Bewegung schenkst, einmal mehr über einen Globus hier, wo Leute, die privilegierter dran sind, wie auch wir da, dass wir irgendwo spüren dürfen, wo unser Part ist in dem Innen. Bitte da auch einfach immer wieder um neues Reden drin und auch um Gehorsam von uns. Wir hören und tun. Ich bete für die Rebecca und ihre Familie, dass du sie immer wieder stärkst und ihnen Freude und Hoffnung und Kraft gibst. In den ganzen Alltag mit Homeschooling und nicht dürfen rausgehen. Und ich segne da euch als Familie im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Ich bitte, Jesus, dass du als Heiland, dass du dich hier zeigst. So wie es heisst in dieser Liedziele, «O Heiland, reiß die Himmel auf». Das bitten wir dich, dass du vom Himmel das hineintreibst in das Land, was das Land braucht. Und ich habe keine Vorstellung, wie das gehen soll. Aber ich weiß, dass du ein Heiland bist und dass du Sehnsucht nach Menschen hast und dass du ihr Schreien hörst. Wir machen uns hier eins und bitte komm rein als Heiland. Ja, und gerade in diesen Tagen, wir gehen auf Ostern zu, wollen wir einfach das wirklich aussprechen für all die Menschen, die in Not sind, dass sie wissen, auf Karfreitag, aufs Leiden kommt wieder irgendwann die Auferstehung. Es kommt wieder eine neue Hoffnung, es kommt eine andere Zeit und lass du das die Menschen auch irgendwo, auch wenn es an einem seidigen Fädeli ist, lass du das immer noch packen und ja, dass sie nicht komplett einfach den Glauben verlieren, das Vertrauen verlieren. Amen. Amen. Rebecca, hast du noch etwas in die Runde geben zum Abschluss? Wir würden dich dann gerne noch wieder entlassen. Du hast noch viel Arbeit für LiveNet wahrscheinlich auf dem Tisch. Danke auch für das, was du da immer wieder reingehst. In diesen Umständen, die ihr lebt, ist du einfach, wie du auch immer wieder dran bist, Artikel schreibst für uns hier. Ursprünglich bist du ja auch von hier natürlich, gehört man ja, also aus Deutschland, deine Wurzeln. Wie ist das eigentlich für euch jetzt auch, die Verbindung vielleicht zu der Heimat oder zu den Eltern? Du hast ja deine Eltern hier und bist mit dem Mann eigentlich auf Ecuador ausgewandert. Wie ist das für dich? Ja, mein Mann sagte gestern, so halb im Spaß, halb im Ernst, vielleicht hätten wir, also wir haben 4 Jahre in Deutschland gelebt, vielleicht hätten wir doch in Deutschland bleiben sollen. Einfach, ich bin froh, dass meine Familie und meine Eltern sind in der Schweiz, ich bin froh, dass sie dort sind. Ich bin froh, dass sie in einem Land sind, wo sie eine gute Gesundheitsversorgung haben, wo die Menschen einfach auch aufeinander wirklich achten und das mit dem Social Distancing, wenn meine Mutter erzählte mir, wenn sie mal spazieren gehen, dann alle Leute gehen ganz am Rand, wenn sie sich irgendwo treffen am Weg, gehen ganz am Rand und mit Abstand und so. Und, das mag übertrieben klingen, ich bin froh darum. Meine Eltern sind eben auch schon, gehen auf die 80 zu und ja, ich bin dankbar, sie da zu wissen. Ich weiß, dass letztlich das nicht das ist, was die Leute vor der Krankheit beschützt, sondern ich weiß, dass Gott uns schützt und
ich vertraue auch darauf, dass er uns auch hier schützt. Wir wissen, dass wir hier am richtigen Ort sind, deswegen werden wir auch nicht jetzt zurück nach Deutschland oder in die Schweiz gehen. Aber ich habe mal jemanden sagen hören, man ist nirgends sicherer als im Zentrum des Willens Gottes. Also wenn du im Zentrum von Gottes Willen bist, da bist du sicher. Und ich bin mir sicher, dass wir hier sind, weil Gott uns hier haben will und dass wir hier auch Salz und Licht sein können, auch in dieser Situation. Dafür bin ich dankbar und deswegen kann ich auch die Angst, wenn die mal wieder aufkommt, abgeben an Jesus und sagen, wir sind hier, weil du uns hier hergeholt hast und wir vertrauen einfach, dass du uns schützt. Merci vielmals, Rebecca. Noch einmal, dass du auch jetzt hier bist dabei gewesen. Das schätze ich sehr. Und ja, wir wünschen alles Gute an euch, deiner Familie, dass ihr geschützt seid und dass ihr wirklich könnt immer wieder nach Dreit wissen vom Vater im Himmel und dass er zu euch schaut. Und alles Weitere ist bereits gesagt oder gebetet worden. Und genau, wir hören uns später im Tag noch. Wir haben sicher noch ein bisschen Arbeit miteinander. Vielen Dank und danke für alle Menschen auch in der Schweiz, die einfach beten und die diese ganze Situation weltweit tragen. Ich denke, das Gebet ist wirklich das Wichtigste in diesem Moment. Danke euch. Merci und tschüss, Rebecca, danke. Ja, und wir kommen wieder zurück in die Schweiz und in unsere Schlussrunde bereits. Es war 10 vor 5 Uhr bereits und wir können noch so ein bisschen vorher jetzt auf den Gebetsanlass eben vom Gründonnerstag. Eigentlich sind wir schon voll drin, dürfte es mir jetzt. Also wir könnten gleich weiterfahren, oder? Das ist ja uns auch freigestellt, wie wir da nach dem Tag das weitergestalten. Und es muss ja nicht alles am Donnerstagabend von 8 bis 9 sein, weil jetzt dort das Zeitfenster drum ist, sondern anhaltend kann weitergebetet werden, selbstverständlich. Was ist euch auf dem Herzen jetzt auch noch im Hinblick auf den Gründonnerstag und auch die Ostern? Das würde mich noch interessieren von euch drei jetzt. Was lebt ihr das mit eurer Church eigentlich auch? Vielleicht mal die Frage, geht ihr voll mit? Nehmt ihr eure Leute voll mit jetzt an den Gründonnerstag-Anlass oder das den Leuten völlig frei? Oder, ja, also frei sind sie ja sowieso immer, aber sagt mal, die zwei Pastoren in der Runde. Also ich würde es sicher reingeben. Aber wir haben jetzt nicht in dem Sinne eine spezielle Veranstaltung oder so geplant für das. Aber ich würde sicher das Anliegen reingeben und Zeit. Und wir haben was habt ihr für Veranstaltungen? Sorry, jetzt über Ostern. Also wir haben in dem Sinn nicht so zeitlich fixierte. Wir haben einfach zwei Predigten sozusagen, kürzere am Karfreitag und eine fürs Wochenende, wo dann aber die Leute dann halt individuell schauen. Die eine Kleingruppe treffen sich dann auch im Zoom, andere nicht, machen das in den Familien oder mit ihren Freunden oder Partnern. Genau, das ist sehr individuell jetzt bei uns. Okay, danke. Bei dir, Dave? Bei uns auch. Also, wir werden auch das Ding sicher anhängen, die Initiative. Wir haben immer am Mittwoch jetzt ein Mail, das rausgeht, und am Samstag für auf den Sonntag hin. Und wir werden es einfach anhängen. Und dort weisst du ja nicht, wie viele Leute es nehmen, wie viele es überhaupt lesen, wie viel es so weit abscrollen, das weisst du alles nicht. Aber wir werden es sicher auch anhängen. Und wir werden auch einfach Freitag, Karfreitag wird ja etwas vorbereiten. Es ist dann weniger einfach eine Predigt, sondern mehr so Kurzinputs oder Impulse und dann eine Zeit von der Ruhe mit dem Instrumental, immer so ein bisschen angeleitet, eine halbe Stunde für Karfreitag und für Ostern dann auch nochmal. Cool. Merci vielmals, Dave. Wie ist es bei Campus für Christus? Wie geht ihr in die Ostern rein? Oder tut ihr da als Team sozusagen auch noch wie Impulse jetzt speziell geben? Oder lasst ihr das Alpenbau ein bisschen mehr den Kirchen, die ja wahrscheinlich alle zusammen auch irgendwo noch alle daheim sind, oder?
Ja, bei uns sind natürlich alle Mitarbeitenden gehören irgendwann zu einer Gemeinde, zu einer Kirche, und Ostern ist traditionell natürlich ein Fest, das in der Kirche gefeiert wird, und das heisst, das wird ganz unterschiedlich aussehen. Ich bin in der Landeskirche. Wir haben also die Gesamtkirche in der Schweiz, die Reformierte, hat ja sowieso jetzt schon am Donnerstag zu oben immer am 8. die Gebetszeit, wo man eine Kerze rausstellt und fürs Land betet. In unserer Gemeinde hat die ganze Karwoche durch, haben wir immer zu oben auch so liturgische Gebete. Das ist jetzt alles online. Ich meine, das ist der Knüller, oder? Ich bin in einer ganz altehrwürdigen Landeskirche daheim. Wir haben jetzt auch Livestream-Gottesdienst am Sonntagmorgen, wo unsere Pfarrer so im Talar in der leeren Kirche stehen und aus dem Kirchengesangbuch mit der Orgel zusammen den Gottesdienst feiern mit uns daheim im Pyjama oder irgendwie. Ich meine, ein total neues Erlebnis. Genau. Das finde ich großartig, dass so Sachen stattfinden. Aber eben auch so in diesem Zusammenhang wird Ostern mit diesen Gottesdienst, mit diesen Gebetsfeiern, mit diesen liturgischen Sachen, die jedes Jahr oder im Kirchenjahr so kommen, das wird auch das Jahr so sein. Aber wir werden es halt einfach socially distant erleben. Genau. Ja, da kann ich noch den Hinweis anhängen, was bei LiveNet geplant ist. Wir werden am Karfreitag auch wieder einen Talk haben. Immer Dienstag, Freitag sind ja die Talks. Der wird natürlich auch speziell sein, in dem Sinn, dass wir am Bildschirm werden zusammen das Abendmahl feiern mit dem Johannes Wirth von GVC Winterthur, der das pastoral anleitet. Das wird sicher super. Der Thomas Herri, der wieder dabei ist, und sicher werden wir auch dem Leiden von Jesus Raum geben noch einmal, und auch der Hoffnung von Ostern. Also das kann ich euch auch sehr empfehlen, wieder hier hineinzuschauen. Schlussendlich egal, wo ihr hineinschaut und wo ihr eure Nahrung bekommt, das ist, glaube ich, wichtig, dass wir wirklich über die Tage auch uns besinnen an das Osterfest, an die Osterhoffnung, und das werden sicher alle irgendwie ihr Kanal Fingerbau gesagt haben, also ihren Livestream oder ihren Input, Impuls, was auch immer da alles läuft im Moment. Ich möchte euch herzlich Danke sagen, dass ihr auf das Experiment heute Nachmittag eingeladen habt. Wir haben nicht so genau gewusst, wie wird die Stunde. Wir beten zusammen auch und werden aber auch ein bisschen Eindrücke bekommen von Leuten, die irgendwo draussen an der Front sind oder in einer ganz anderen Herausforderung stehen. Und ich glaube, es war sehr schön gewesen, mit euch jetzt ein Herz zu teilen, auch mit den beiden Frauen, die hier mit dabei waren. Und ich wünsche euch frohe Ostern und euch allen, die zuschauen, genau das Gleiche. Die Tage, die vor uns liegen, die Ostern, die wird nicht abgesagt, viel anderes wird abgesagt, aber Ostern findet statt, und ich wünsche euch allen frohe Ostern.